der Verstand redet in dem Sinn mit und zeigt mir halt immer wieder, ja, willst du nicht noch das und das machen, weil das einfach noch mein altes Bewusstsein ist, wo sagt eben, vom mehr machen wirst du mehr belohnt und wenn es nicht läuft, dann musst du ja was machen, dass es läuft und meine neue Herangehensweise oder mein neues Ziel ist ja eben auch, wie der Neville Goddard sagt, sich bereits im Wish Fulfilled sein, also wirklich so dich fühlen, als wärst du bereits dort, wo du hin willst. Und das ist halt nicht ganz einfach, aber das sagt auch er, oder? Dass wenn du dich ja so fühlst, als hättest du es bereits und dein Verstand, deine Sinn, die sagen dir dann, Kollege, du bist eigentlich ganz an einem anderen Ort, als du dir da gerade erzählst. Und dann wirklich in dem Gefühl bleiben, weil so wie es Gefühl halt alles andere ausblendet, oder? Wenn es dir gut geht, dann hast du das Gefühl, hey, es kann dir nichts passieren, es geht dir immer gut. Und wenn es dir schlecht geht, dann denkst du so, hey, irgendwie, man, das ist so übermenschlich, man denkt dann gar nicht, dass es einem gut geht, oder? Und darum sagt er, weil halt dann das dominante Gefühl, wenn du das kannst aufrechthalten, dann wird automatisch deine Realität irgendwann noch zu dem shiften. Und das geht bei mir in der Theorie super auf, auch in kleinen Erlebnissen. Aber bei so grösseren Sachen jetzt, also wo ich als gross anschaue, eben andere sehen das vielleicht nicht so gross. Oder für mich ist das natürlich ein riesen Prozess jetzt auch mit dem ganzen YouTube, wie das weitergeht und wo das angeht, oder? Dass ich da ruhig bleibe, wenn die Zahlen nicht mitmachen, oder? Und wir sind halt schon in unserer Gesellschaft eben genau geprägt mit, wenn du, ja, Zahlen geben die Rückmeldung. Das heisst, wenn du viele Zahlen hast, gehst du mal automatisch davon aus, dass es besser läuft, wie wenn es jetzt kleinere Zahlen sind, oder? Und sich da emotional von dem lösen, ist gerade extrem meine Challenge, oder? Dass ich mich emotional löse von der Reaktion. Oder besser gesagt, ja, dass ich das halt so nehme, wie es kommt. Und dass ich in dem Gefühl bleibe, als wäre ich bereits dort, wo ich hin will. Oder als hätte ich schon meine x hunderte Zuschauer und hätte schon meine Abonnenten in dem Sinn. Aber eben, das ist nicht ganz einfach im Gefühl bleiben, wenn die Zahlen was anderes sagen. Und wenn man es dann halt eben so lange schafft, dass es ein dominantes Gefühl wird, dass es für dich selbstverständlich wird, dass es so ist, dass du schon davon ausgehst, dass das so ist, dass jeder erfolgreiche Mensch weiß schon vorher oder jeder Erfinder weiß schon, dass es funktioniert. Der, der bleibt in seiner Annahme, dass es geht. Oder der bleibt wirklich drin, so lange, bis es in der 3D-Welt in dem Sinn zum Vorschein kommt. Oder jedes also das Flugzeug oder der Zug, das ist am Anfang alles ein Gedanke gewesen von einem Mensch, der grosse Visionen hatte. Und, oder wenn wir uns mal so überlegen, ich glaube, zu dieser Zeit haben dann viele gedacht, spinnst du eigentlich? Oder vielleicht auch er selber zu gedacht, ja, geht das? Aber durchs Festhalten an dieser Vision, oder ist das dann wirklich kommt das eigentlich in die Materie? Das heisst, alles ist vorher ein Gedanke gewesen. Das Gerät, das ich reinrede, ist vorher ein Gedanke gewesen. Das Mikrofon ist vorher ein Gedanke gewesen. Auch ich habe mir zuerst einen Gedanken gemacht, dass ich live komme, oder? Es entspringt alles aus einem Gedanken und darum ich glaube jetzt, ich stehe da an einem Punkt, wo ich wirklich auch getestet wird, glaube ich dran oder bleibe dabei und übertritt dann eigentlich die Schwelle, wo es dann auch vorwärts geht, oder? Und meistens ist es ja am dunkelsten vor dem Sonnenaufgang, oder? Es ist ja auch am kältesten, bevor es wieder warm wird am Morgen, oder? Und es fühlt sich schon gerade so ein bisschen dunkel an jetzt bei mir, darum ja, habe ich mir jetzt auch gesagt, ich bleibe jetzt da einfach dabei, egal wie es im Aussen aussieht und es ist äh, halt nicht ganz einfach jetzt für mich, weil intellektuell verstehe ich es, aber der Verstand redet halt viel. Und es ist halt einfach so mein altes Bewusstsein, das noch mitredet, das sagt, ja du, schau, es geht so nicht. Du musst es anders machen, wie es du kennst, dass es geht. Aber ja, und wenn ich jetzt auch da dabei bleibe und dass es ähm, so wirklich auch zum Erfolg geht, dann habe ich für mich ja auch eine Bestätigung, oder? Und das ist ja dann auch das Schöne, oder? Wenn man selber etwas in dieser Hinsicht erlebt, das stärkt einem, oder? Die Erfahrung von einem, wo man selber macht.